Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Blick auf Europa. Das Woche hier von Straßburg, wo eine Plenärsession stattgefunden hat. Ich muss direkt etwas richtig stellen. Ich hatte letzte Woche angekündigt, es gibt aufgestimmt über den technischen Teil vom 4. Eisenbahnspaket. Das ist nicht der Fall gewesen, das konnte nicht stattfinden aus zeitlichen Gründen. Und zwar haben eine ganze Gruppe Reunionen, Vorbereitungsreunionen müssen annulliert gehen während den Attentaten zu Brüssel, sodass die 4 Abend nicht gemacht gehen und sodass wir auch das Woche nicht konnten aufstimmen. Das wird aber dann den 22. April stattfinden an der Plenärsession, an der Minisession zu Brüssel. Das heißt, das ist nicht vergessen, das ist nicht schwierig, das wird nur aufgestimmt aus zeitlichen Gründen. Zu der eigentlichen Sendung von dieser Woche habe ich 2 Sujets herausgesucht, die für mich persönlich immens wichtig sind. Das ist einerseits den Glyphosat. Der Glyphosat ist bekannt ziemlich am privaten Gebrauch, hauptsächlich unter dem Namen Roundup. Roundup hält den für Unkraut zu vernichten, nicht nur am privaten Gebrauch, an seinen Menschen Gemäßgärten, mehr auf Plätzen, auf groß öffentliche Plätzen, auf Spielplätzen, wo Unkraut muss weggemacht werden. Das ist auch Gemengen, die staatlichen Betriebe schaffen ganz viel, oder anderen natürlich am professionellen Bereich auch als Bauern, als Landwirte. Das ist, wie gesagt, ein Sujet, den uns ganz stark beschäftigt wird, noch ganz kontrovers diskutiert, genauso noch am Vorfeld, nicht nur bei uns hier am Parlament, aber auch am Ministerrat bislang nach zu keiner Einigung folgt. Das ist so, dass 1970er Jahren, 1970 erfunden ging, das Patent darüber als 2000 ausgelagert. Von da sind ein paar Entreprisen, große Multinationalen, die das am großen Stil herstellen. Und dort wird dann in dem Moment auch am großen Stil gebraucht. Also was dann festgestellt ging, einerseits von der Weltgesundheitsorganisation, die sieht, dass das möglicherweise krebserregend ist, und auf der anderen Seite aber auch die DEFSA, das heißt die Europäische Agenz, die für die Kommission die wissenschaftliche Etude mischt, als zur Konklusion kommt, dass es möglicherweise nicht krebserregend ist und dass es sogar unbedenklich wird. Das ist für mich dann aber immer ein Kehr zu sagen, das bedenklich, von den zwei unterschiedlich so auseinanderliegend Wühen hat. Dabei ist noch zu sagen, dass durch DEFSA ein ganz paar die Etüden nicht publik will machen. Das gibt immer so ein ganz mulmiges Gefühl, das gibt immer so die Untransparenz, das kennen wir aus anderen Dossiers, und da können wir gar nicht zufrieden sein. Lo hat das Parlament an diesem Dossier eigentlich kein Matspruchrecht. Das heißt, wir können in Avis aufgehen, den hält die Kommission auch an Konsideration. Sie forciert, sie müssen das machen, sie machen das doch gerne, weil wir wollen ja auch wissen, was das Parlament für eine Meinung hat, was die Bürger in Europa dazu sieht. Auf der anderen Seite am Conseil sind sie sich auch an den haben eigentlich das Wort reportiert an der Mai, an das, wie gesagt, feiert zu einer Situation, wo wir im Moment als Meinung ausgedrückt haben. Wir haben eine Objektion zu dem, es geht eigentlich um eine Verlängerung, das heißt, das Mandat von den 15 Jahren läuft aus, der Produkt soll verlängert gehen, aber wir haben uns eigentlich schwer getan, so einer Verlängerung zuzustimmen. Wir haben eine Objektion dazu gemacht und wir haben auch ganz deutlich ein paar die Sachen festgelöst, die für uns extrem wichtig sind. Und zwar ist es so, dass das soll am privaten Gebrauch direkt verboten gehen. Das heißt, es soll, dass alle Menschen eigentlich unbedenklich damit umgeht. Das soll in der Bunde gehen. Es soll ihn das nicht einfach am Regal können holen und sein Caddy machen und das daheim, egal wie versprechen. Das soll mal direkt verboten gehen und das fand ich persönlich mal eine ganz gute Sache. Wie gesagt, der nicht professionelle Gebrauch auch für solche Zwecke soll das verboten gehen. Dann natürlich den professionellen Gebrauch, das heißt, als Bauern sind auf die Produkte angewiesen, aber es soll aber da ganz stark noch Alternativen gesicht gehen. Das fordern wir hier. Und wir gehen eigentlich auch im Moment eine Verlängerung von Maximum 7 Jahren. Und die 7 Jahre sollen benutzt gehen, für, wie gesagt, Alternativen, klar und deutlich Recherchen zu machen, Innovation zu machen, an die Produkte, die da sind. Es gibt schon Alternativen, für die wirklich besser zu vermarkten. An dem Moment für den professionellen Bereich, aber auch mittelfristig ein Verbot herzustellen. Das heißt, auch da, wie gesagt, Maximum 7 Jahre soll das nach zugelassen geben.
Et ginn Alternativen, et sinn zum Beispiel Länder wie Sri Lanka, San Salvador, die Locher komplett verboden hunn ercht. Et ginn Alternativen. A wat jo eigentlich de Problem ass an dat ass auch fir Eisbauern du de Problem, dat ass de sogenannten Fanage oder den Green Burn Down, dat hicht die Ausrechnung. Das eigentlich so, dat just 400 Rekolt nach enkeier bei d Wurzel gespritzt gëtt, dat Wurzel aufstift an dat de Reifeprozess dat den enke beschleunigt gëtt, dat hicht just 400 Rekolt gëtt de Reifeprozess nach enke beschleunigt. An dat ass eigentlich dat soll an Zukunft och verboden gin. An dat muss ich so en dat ass dat wo Bauern im Moment so mir können net ernstg mehr brauchen dat mé wie gesot die 7 Joer sollen da benutzt gin fir eine Alternative. De Wortwert wie gesot am Conseil am Mee stattfannen. Lützeburgs Position ass net ganz klar, dat hicht der Landwirtschaftsminister geft natürlich gern de Produkt weiter verlängeren ënner wat für Konditionen, dat muss der Conseil desideieren. Do sinn aber wie gesot den Umweltministerin sind do andere Meinungen, die gifen dat am liebsten direkt verbieten. Wie gesot umstritten die den Herbizid Glyphosat an wie gesot den Dossier huet als die Löschzeit beschäftigt. Den anderen Dossier, den als auch beschäftigt huet, dat sind Passenger Name Records, dat ist PNR, Datenerfassung, wann en mam Flieger fliet. Ich hun schon pumal op dieser Platz do vun der konnte schwätze, mir kein Enigung Fond gehört. Engerseits am Parlament, a wie man endlich eng Meinung hat, auch am Conseil du kummer am Trilog net richtig vir und dat hicht huet missen leider huet missen zu den Attentater kommen sowohl vu Paris wie auch vu Bresel, wie dat man uns op dem Dossier ha konnten den Dossier konnte stimmen. Datch mir hunn die Passenger Name Record zummer gestimmt ha, der Tisch die Datenerfassung, den Datenaustausch, et gëtt erfasst wen der sieht, natürlich Identitäten, et gëtt erfasst wie der bezuelt tut, et gëtt erfasst wat für Wolder der hut, ob der Eskallenhut NRW, ob der nimmen den Hifluch bucht, Rückfluch. Et hecht wo all die Sachen, die könnten hëllefen fir Herrno wie gesot méi Kloheet ze hunn, wat an dem Fluchwesen do geschitt, fir dat wie gesot können so terroristisch Aktivitäten ënnerbonde gin. Et handelt sech lo an dëser Vers de Kommissionsvierschlag den ugehol gin ass handelt sich allwoll den aus Europa rausgeht an Europa rakkend, an et ass eng Optionun freigestalt bliwe fir Memberstaaten fir och die europäesch Pflicht och fir déi wie so ze erfassen an och déi Daten auszutauschen. Den Datenaustausch derf Maximum 6 Meint stattfannen, an der 5 Meint muss dat och gelöscht gin. Et as so dat ganz viel ethisch Indikationen wie zum Beispiel Religion oder sos einer sexuelle Vierlefte, dat hier dat alles derf net erfäsgin, derf net weitergegin. An dat sinn och fir Parlament ha ganz wichtig rot Linne gewircht. Dat hecht mir hunn do wie gesot op dem Kommissionsvierschlag viel geschafft an das méger Menung no en zusätzlich Element fir méi Sicherheit ze kreen. Dat war die grosse Froh, wann den Heimat Millionen Daten opréiert, kann dat zu méi Sicherheit feieren oder kann dat ass dat net proportionell ass die Stimme die Proportionen net ass dat wie wann ging Hanno eng Null an engem Koop heraussichen. Dat mag sinn, méi trotzdem kann en sich als Politiker an dëser Verschiedefalls net de Vierwurf gefälle lossen, net hat den trotzdem net alles gemer. An ich menggen Hai leit jo eigentlich awer keen drinnner, wannen lo eng Party Daten do muss freigin zu Mol well, an dat wäre es och extrem wichtig zu Mol wellet am Akklang steht mat der europäischer Datenschutzdirektiv, déi och lo ha gestimmt gin ass, op déi ich wahrscheinlich nächst gewährt agoen, well wie gesot immer enke Zeit als fortlebt an wie gesot dat se ganz wichtig Dossier, den ich auch am Detail enke, will man Dich durchgucken an dofir vielleicht den Hinweis op eng von denen nächste Sendung. E lächte Sujet dat war den Sekret Affaire, dat ass do heb jo och Sujet mat dem Mann den die Daten vun PVC PricewaterhouseCoopers do rausgin huet, wo den eigenchte LuxLeaks-Skandal de moment den Trolle kommmers. Dat ass Sujet wéi weit können so Leiit geschützt gin, wéi weit können se auch strafrechtlich verfolgt gin. Ich menge, dat mir als Parlament ha den echte Vierschläffen der Kommission vu März 2015 war inakzeptabel. Wir hunn do ganz gut Erbestrop gelecht, am hunne Loapps ha aufgestimmt, wat wirklich Stroß hält, engerseits eng Balance zu fannen tschen dem Sekret d'Affaire, dem man lomal definiert tun, an einerseits awo de Schutz, wat besonders wichtig als fir Journalisten an hier Quellen, alles dat man probiert ze reglementieren, wo
insgesamt och gitreen mat zufrieden ass an och dat as e Sujet den dës woch aufgestimmt gin ass. Dat wäret vun Hai Fimos Merzi fir no kucken bis die nächst woch.